Freunde, die Zeit ist gekommen und zwar, um den mittlerweile 6. Tempel zu beenden und somit auch den Endboss herauszufordern. Also dann, versuchen wir doch mal unser Glück und legen den Schlüssel da rein. Da bin ich mal gespannt. Zum einen, wie das funktionieren soll, zum anderen, ob ich das überhaupt schaffe. In welcher Zeit? Moment mal. Habe ich es doch schon fast. Umkehren. Okay, das war ja fast Bubi einfach, wie ich jetzt auf Schweizdeutsch sagen würde. Ja. Ich denke mal, bei euch ging das ähnlich einfach, oder? Okay. Der 6. Tempel. Die 3. Flamme. Ich will endlich das Masterschwert in Händen halten, Freunde. Jetzt geht's los. Wer ist unser Gegner? Irgendwas Flammenartiges? Ja, war typisch. Natürlich der... Oh. Das erinnert mich ein bisschen an den 1. Tempel. Hier ist gar keine Statue oder sonst was. Na, Michael, du lebst auch noch? Treffen wir uns also schon wieder, Freunde. Mit Giohim hat es angefangen und mit ihm soll es auch enden, wie es scheint. Er ist unser Gegner. Oder? Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Ja. Es gibt etwas, was mich mit dem verbindet. Hilfe. Sieh dir das an. Ich sehe da 2 Triforce, okay. Weiter. Das sind doch die Symbole der 3 Göttinnen. Das Schoßründen der Göttin Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich. Ups. Aha, er war ganz Suche auf einen, nach einem weiteren Zeitportal. Moment mal. Wieso braucht ein Zeitportal? Braucht er das nur, um Zelda zu holen, oder braucht er das auch, um selber in die Zeit zurückzureisen? Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Lass mich raten, du hast keins gefunden. Jetzt wird's drin. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Leute, der wird immer ihrer. Wow! Kannst du mal mit diesen Teleporter-Tricks aufhören? Okay, ist dieser plötzlich da oben. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Ich dachte, er wäre schwul. Egal. Aber nun! Ein soll freudigen Richtig, es gibt ein Zeitportal. Link, beweg dich nicht. Hilfe. Weg von mir, du Schwein. Perversling, Sau, was auch immer. Um einen König wieder in diese Welt zu bringen. Ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Also jetzt nimmt es mich doch wirklich mal verdammt nochmal Wunder, wieso Zelda so eine große Nummer ist. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Wieso hast du es endlich gefunden oder was? Ja, ich meine, wir wissen ja, wo das 2. Zeitportal ist, aber er weiß offenbar. Obwohl es eigentlich logisch aus dem Siegel dort, aus dem Siegelhain, das 2. Zeitportal sein muss, aber okay. Vielleicht kommt er gar nicht daran oder was weiß ich. Das kann alle möglichen Gründe haben. Aber was mache ich nur mit dir, lieber Michael? Nicht das, was du gerade im Sinn hast. Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Wieso? Das ist eigentlich kein Problem, aber was willst du jetzt? Spuck einfach nur aus, wie sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du doch sagen, du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Ich weiß es zwar, aber glaubst du, ich sag's ausgerechnet dir? Darf ganz lange warten, zieh dir nur mein weißes Schwert an. Ach, du kleiner Trotzkopf. Da muss ich eben zwingen, es mir zu sagen. Oh. Giohim, du hast das schon mal gegen mich verloren. Du hast keine Chance. Handelt er sich gerade oder was? Na, die sanfte Haut ist... Leute, ich lese das nicht vor. Das ist eklig. Ich schau gar nicht mehr hin, ey. Was stand da? Ein makelloser Körper? Nur noch an einem. Was denn? Kleidung? An Erbarmen. Wir sind doch dem Fahnenschicksal miteinander verbunden.
Michael, dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Alter, Scheiße, das Spiel ist ab 6 oder was? Oh mein Gott. Okay. Was sind diese 2 Kristalle? Aus. Okay, mal das gleiche Spiel. Ah, so geht das, okay. Mann ey, dieses dämliche Kristall darf sich nicht berühren, oder? Mann ey, du gehst mir auf die Nerven. Hier unten ist es. Mann! Ja, jetzt hat das Gefängnis. Mann, nein, 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 nein. Nicht schon wieder! Oh, das war knapp, hey. Okay, das Seite ist gar nicht mal so übel. Hier ist es. Mann! Ja, okay, kann noch mehrmals zustechen. Wow! Ey, der war fies. Ja. Na, wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? Sieh nicht da drüben! Ja, damit habe ich gerechnet. Ja, nicht übel, wa? Ups. Okay, kann ich doch wegschlagen. Nein, 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 lieg. Oh. Geh hin, du fettes Arschloch. Was, 4? Verarsch mich doch an. Ich wollte gar nicht auf ihn schießen. Schießen. Auf ihn zielen. Na toll, mache ich jetzt die kleinen platt. Oho. Okay. Na toll, die kreisen mit ihm herum. Oh, Formation geändert oder was? Na toll, kann ich eigentlich noch zustechen? Ja, versuch was anderes. Ja, okay. Auch noch. Oh, der war falsch. Ja, fehl. Oh. Leute, das dauert mir zu lange hier. Na. Okay, Phase 2. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, 2 Schwerter, wie originell. Okay, bis jetzt ist das Ruby einfach. Geht's weiter. Wow! Der war knapp. Okay, sonst noch was? Mann, weg da mit euch! Was zum... Wow! Zum Glück bin ich zum Glück bin ich zurückgesprungen, Freund. Ich dachte jetzt echt, der würde irgendwie hinter mir erscheinen oder so. Okay. Komm schon. Die nächste Salve, da hast du sie wieder. Oh, nicht schon wieder. Bäm. Mann, wie viel verträgt denn der? Ah, nee. Wow. Ja. Okay, bis jetzt stelle ich mich nicht mal so blöd an. Das lief im ersten Kampf noch anders ab. Oh. Okay, muss schneller sein. Es muss unbedingt die Wirbelattacke sein. Weil sonst dauert das so lange. Nein, jetzt schon wieder. Wow. Okay, das war ein bisschen anders diesmal. Sehr. Oh. Da ist sie wieder. Komm schon. Hör auf mit dem Mist, Mann. Alter! Das bringt nichts gegen mich. Kapier's doch endlich mal. Kapiert's einfach nicht, ey. Er kapiert nicht, dass das gegen mich nichts bringt. Wie blöd kann ein Gyurim eigentlich sein? Okay. Etwas so dämlich wie er cool sein kann. Oh, verdammt! Oh. Sorry, Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber den Fehler mache ich kein zweites Mal. Ja, Mann, ey. Der Schwulette, hey. Ups. Okay, mein Fehler. Geb's dir zu. Das war mein Fehler, du. So, hey, ich hab von rechts unten nach oben. Ja, klar. Oh. Das war jetzt Glück. Du kleiner Narr. Ich bin Girahim. Der Dunkelfürst der Schwulen. Ja, genau. Ach, mit einem ach so legendären Schwert bleibst du bloß ein Kind und dennoch wagst du es? Alter, du hast keine Chance gegen mich. Ich bin halt der King. Was willst du machen? Ich bin Link. Unmütiger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden.
Okay, er hat jetzt plötzlich schwarze Arme. Uah. Und ist ekliger als jemals zuvor. Kann uns aber egal sein. Wir bekommen einen Herzcontainer. Wieso auch immer. Ich kapiere sowieso nicht, wieso bekommen wir von ihm einen Herzcontainer, obwohl er noch lebt. Könnt ihr mir das erklären? Na egal, ich beschwere mich nicht. Ich nehme ihn einfach dankend entgegen. Dein Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht, wird er vollständig aufgefüllt. Weiter geht's zu Dienstflamme. Und was ich auch noch nicht kapiere ist, wieso Giohim jetzt nicht irgendwie versucht hat, Dienstflammen zu zerstören oder so, damit wir unser Schwert nicht noch weiter stärken können. Kann wohl kaum in seinem Interesse sein. Freunde, es ist Zeit für das letzte Upgrade. Sagt Lebewohl zum weißen Schwert und hallo zum Master Schwert. Dienstzeichen. Das Zeichen des Feuers. Nein, nicht ganz. Wow, die rote Flamme. Es ist soweit. Fei, dein Auftritt. Link schaut ganz gespannt auf ihren Arsch. Wieso auch immer. Oh. Das ist gar nicht mal so hässlich wie... Oh. Hier ist das Schwert. Alles klar. Und sie macht wieder mal einen auf Ping-Pong. Wow. Hier ist es. Wow. Die dritte Kraft, die dritte Flamme. Und jetzt? Du. Dienstflamme hat ein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Es ist das! Masterschwert? Nee, noch nicht ganz. Seht ihr das, Leute? Die Flügel sind noch eingeklappt. Das steht noch nicht so ganz. Wie wir es ja aus dem Wind Waker kennen. Es ist also noch nicht das perfekte Masterschwert. Aber garantiert stärker als jemals zuvor. Das war geil. Und natürlich erhalten wir damit auch das dritte Fragment. Das Triforce ist komplett. Sollte man eigentlich meinen, wa? Oder sind wir jetzt einfach nur auserwählt dazu, alle drei Fragmente zu besitzen? Ich weiß es nicht. Gebieter. Dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Master-Schwert. Okay, woher kennt Fei jetzt den Begriff überhaupt? Oder wurde durch die Flamme gerade irgendwie der Begriff Master-Schwert in ihr Gedächtnis programmiert? Was weiß ich. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, Freunde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann der Verbannte nochmal auftaucht. Kann das sein? Speichern. Ja, wird doch schon behaupten, wa? Egal, wir haben es geschafft. Wir haben nun das Master-Schwert, das... Wow, ist das lang, hey. Seht ihr das? Alter. Himmlischer Hieb. Super Wirbelwind-Attacke, ist das geil. Was sagt hier? Was steht hier? Geil. Alle drei Flammen. Dienstflamme, Faruas Flamme, Nairos Flamme und das Master-Schwert. Diesen Schwert wohnt Dienstflamme inne. Es hat die Macht, das Böse zu vernichten. Sehr gut. Also im ersten Kampf gegen Giohim ist der ein für alle Mal fällig. Dank unserem Master-Schwert. Wo ist eigentlich... Wo ist der Groden abgeblieben? Hallo. Der ist weg. Okay. Why not, wa? Why not? Was mache ich jetzt eigentlich noch alles für den Rest des Parts? Weil jetzt zum Sieglein zurückzukehren, halte ich für eine eher schlechte Idee. Da ja garantiert der Verbannte wieder ausbrechen wird und wir ihn wieder besiegen müssen. Soll heißen, ich gehe, glaube ich, erst einmal auf die Suche nach den restlichen Truhen, die wir durch die Artefakte der Götter aktiviert haben. Und dadurch vielleicht auch ein paar neue Items erhalten. Was heißt Items? Mann, was erzähle ich hier für Müll? Ich meine natürlich, dass wir dadurch in der Lage sind, zurückzukehren, genau. In der Lage sind, vielleicht ein neues Herzteil einzusacken oder auch noch mehr Rubine. Weil uns fehlt noch ein Rubin, ein Herzteil Batterie. Und da können wir auch noch unsere Items fertig upgraden lassen.
Ja, ist doch alles wunderbar. Erstmal schauen. Gibt's was Besonderes? Ne, von hier oben sieht man jetzt nicht, ob der Verband schon ausgebrochen ist. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Okay, es sind wirklich nur 2 Truhen. Die sind hier drin. Und die hole ich mir jetzt. Denn ich denke, Freunde, für den Rest des Parts werden wir damit unsere Zeit verbringen. Zum einen natürlich die Schätze einzutreiben, vielleicht das eine oder andere Herzteil zu finden, Sidequests machen, Items abzugraden und. Ihr kennt ja die ganze Soße. Die ganze Soße kennt ihr ja zu gut. Dann ist das Spiel vielleicht auch schon bald zu Ende. Ich schau gleich mal, ist das eigentlich Part 71, glaube ich, wa? Ja, könnte doch gut sein, dass wir bis zu Part 88 das Spiel durchhaben. Gehst du mal rein, Ding? Ja, geht doch. Wieso unbedingt Part 88? Aus 2 Gründen. Zum einen ist die Zahl 88, finde ich, magisch, da ja... Wow, fliegende Tausfüße mal wieder. Ja, 88 ist sowieso eine magische Zahl. Also 88 selber vielleicht nicht, aber 8. Die Zahl 8 steht eigentlich die Unendlichkeit und 88 somit die doppelte Unendlichkeit. Und zum anderen ist das auch mein Geburtsjahrgang. Daher wäre es doch gar nicht mal so übel, wenn wir es auf 88 Parts beenden könnten. Die Käferinsel, oder? Tatsächlich. Da ist die Truhe, die wir holen können. Die Frage ist jetzt bloß, wo war die schon wieder? Erzähl der Freunde, ich weiß es nicht mehr, aber ich werde es gleich herausfinden. War die nicht hier draußen irgendwo? Ah, genau da, oder? Bingo, da ist sie! Abspringen, wow. Millimeter genau, hey. Aufmachen, Link. Mach sie auf, ich bin ganz heiß drauf. Herzteil Rubine, was anderes kann es eh nicht sein. Es ist das Herzteil! Verdammt! Wieso verdammt? Na, ganz einfach. Jetzt brauche ich doch noch ein Herzteil, das von Terry, um nochmal ein Herz komplett zu machen. Macht das echt doch schon in diesem Part? Ich weiß es noch nicht, Freunde. Da könnt ihr zwar noch ein bisschen Bogen schießen, Wettbewerb mitmachen, also da bei den, ja, wie hieß der Typ schon wieder? Bei Cruise, genau. Weil da kriegt man jedes Mal, wenn man, also, das ist ganz ein bisschen anders. Wenn man mitmacht, muss man 20 Rubine zahlen. Und sobald man eine Punktzahl zwischen 100 oder ab 100, glaube ich, macht, dann kriegt man dann 50 Rubine dafür. Sprich, man macht, na, bin gleich da. Sprich, man macht einen Profit von immerhin 30 Rubine. Ist doch auch nicht übel. Moment mal. Ja, stimmt, ist doch da. Ich dachte gerade, es müsste eine andere Insel sein, aber nee, stimmt schon. Es ist die hier. Wo war denn jetzt die Truhe hier? Die kann doch nur außerhalb sein. Ups, falsche Taste. Sorry, Vogel. Ja, das haben wir mal den Schnabel gebrochen. Greenpeace wäre alles andere als erfreut, aber Moment, gerade egal. Wo ist jetzt die Truhe? Ist die drin? Nee, oder? Oder ist die auf dem Gipfel? Das wäre jetzt mal echt scheiße. Ja, hier waren wir, jetzt sind wir einmal durch. Oh nein, ich muss hoch. Das ist ja ganz toll, wie komme ich jetzt am schnellsten da hoch? Kann ich irgendwie hochziehen mit dem Greifhaken? Oh, das wird eine Belastprobe. Eine Belastbarkeitsprobe. Nee. Funktioniert überhaupt nicht. Aurora, komm mal bitte. Du musst mich da hochbringen, Mann. Ganz hoch, sag ich dir, du lululu. Da oben, ja, da oben ist sie ja. Jetzt zum Henker, was steckt auch eine Truhe da oben? Wow, okay. Ich bin nicht runtergerutscht. Bitte 300 Rubine, komm schon. Ich will das Herzteil kaufen. Hä? Bombentasche, nee, bitte nicht. Wieso denn? Die können wir doch auch kaufen. Oh Mann. Die Göttin hat mich verarscht. Ja, lululu. Scheiße. Okay, das heißt, mir fehlen 600 Rubine für das Herzteil. Das ist alles andere als gut. Wie kriege ich jetzt auf die Schnelle 600 Rubine her? Ich habe keine Ahnung, Freunde, das müsst ihr mir glauben. Na egal. Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, denk mal zurück zum Wolkenort, wa?
doch noch ein paar Items upgraden, vor allem die Taschen, sprich den Köcher und die Bombentasche. Du, lass mich in Ruhe. Habe ich dem jetzt echt einen Flügel abgeschnitten? Das Spiel ist echt krass und brutal und pervers bis zum Game Now. Also welcher Entwickler kam auf die Idee, Girahim einzubauen? Oder wohl eher Girahim so zu konstruieren? Der ist ja... Alter Falter. Er ist einfach nur eklig. Was anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Zumindest wüsste ich gar nicht, was man noch sagen könnte. Wow. Wo ist natürlich da aus dem Weg zu gehen. Gut. Dann noch langsam unten. Perfekt. Genau hier wollte ich abspringen. Paraschal. Sehr schön. Mal gucken, ob hat hier noch irgendeine Truhe aktiviert? Nö. Nee, nichts gewesen mit den Spesen leider. Terry, aber der taucht nichts. Okay, bei ihm kann ich ein paar Rubine gewinnen, das weiß ich zwar, aber ich gebe jetzt sowieso gleich wieder aus und ist doch alles scheiße. Scheiße. Okay, Sidequests. Habt ihr noch was? Die wollen nix. Der will auch nix. Mies. Die haben auch nichts besonders neues Item. Nee, natürlich nicht, wieso auch. Wir haben auch nichts Neues, okay. Erstmal ein paar Items abgeben und neue holen. Ja, ich will was abgeben. Die immer mit ihrem Schmerz der Liebe, hey. Die mir sowas auf den Senkel, egal. Mal kurz gucken, was habe ich jetzt alles hier? Das ist ja schon die zweite Stufe, das heißt, ich brauche die gar nicht mehr. Mal kurz hier hinlegen und kann ich die irgendwie auch verkaufen? Genau das wollte ich doch. Immerhin 50 Rubine dafür. Bist du damit einverstanden? Ja. Sonst noch was für mich? Nee, so gesehen eigentlich nicht. So. Die noch dahin. Die tue ich schnell hier hin, brauchen wir gerade nicht. Dann noch die Dekotage. Vielleicht können wir die auch noch... du bleibst hier. Dich nehme ich mit. Ja, vielleicht können wir die Dekotage auch noch upgraden. Dann die Bombentasche. Sehr schön. Ja, sie gut, schon komm mal wieder zurück, ja. Alte, ich bin vergeben. Kapier das einfach mal. So, für dich habe ich Arbeit. Übrigens beim Trampoman, der nervt mich immer mehr. Schild verbessern brauche ich nicht. Ich brauche vor allem eines. Oh ja, das Wüstengras stimmt. Oh, okay, das mache ich nachher noch. Dafür muss die Zeit reichen, Freunde. Den kann ich noch upgraden. Ja, das reicht locker vom Hocker. Jawohl, vergiss nicht, kann ich Schnurkeln gemacht werden. Kein Problem. Kein Problem, Mann. Ja, ist doch eigentlich perfekt, Freunde. Dann kann ich den Rest des Parts noch damit verbringen, Items abzugraden und Schätze einzusammeln. Und im nächsten Part dann gehen wir zum Siegelhain. Zum Tempel des Siegels. Wie auch immer, wir haben die große Bombentasche. Jo, sag mir Bescheid, Alter. Mach ich doch. Hier. Ausgerechnet die brauche ich jetzt noch, okay. Blaue Vögel fangen. Da habe ich genug. Ja, immer das Gleiche. Der nervt immer mehr. Null Problemo. Was er für Geräusche macht. Das gehört dir. Mit der Köcherei, du kannst so 10 Waderpfeile mit dir tragen. Ja. 10 ist auch gerade die Welt. Kannst du noch ein zweites Mal? Ja, problemlos. Oh, ich habe genau genug Finsterhalbmonde. Perfekt. Perfekto. Kein Problem, Mann. Ja, okay, dann leg ich mal los. Ja, mach das. Leg los. Loslegen. Also fehlt mir jetzt noch eine blaue Vogelfeder und Wüstengras. Dann habe ich alles, wa? Nicht schlecht. Jo, Mann. Soweit eigentlich keins mehr. Wie gesagt, den Bogen wohl. Doch, den Bogen den mache ich jetzt noch. Aber für das brauche ich ja Wüstengras. Das heißt, da gebe ich jetzt mal die Bombentasche ab.
Ah, mein schönes Kind, hey. Das kannst du mich morgen wieder fragen. Ich wollte aber schon genug, gelogen. Sag's mal so. So, Wammentasche, die ist voll, das ist perfekt. Dann kommt die hier hin. Alter, geht doch. Die Tasche brauche ich jetzt gerade auch nicht. Den Köcher, den sowieso. Doch, der ist sehr gut, der ist nützlich. Nehme ich noch eine Flasche mit. Gut, die lasse ich hier. Hier kommt noch der andere Schild hin, sprich der göttliche Schild. Sobald ich mal den Hylia-Schild habe. Und ja, ich denke mal, soweit alles komplett, oder? Den Rubinmetall behalte ich jetzt noch. Die Schatzmedaille brauche ich die überhaupt noch? Weil wir haben jetzt eigentlich nur noch 2 Items zum Upgraden. Also den Köcher zum ultimativen Köcher. Nee, Moment mal, ist schon der große. Nee, ich meine natürlich... was meine ich denn schon wieder? Genau, den Bogen und natürlich noch die Dekotasche. Dafür brauche ich ja Items, die ich mit der Schatzmedaille nicht finden kann. Also die kann ich auch ablegen. Hierhin, sehr schön. Mal hier, dann kann ich nachher die Rubinmedaille hier hin. Dann sieht es ein bisschen ordentlich aus. Nehme ich nachher noch mit am Schluss. Sehr schön. Oh, was gut, wenn du mich vermisst, dann weißt du, wo ich bin, ja. Ja, weiß ich. Immer noch. Ich weiß es immer noch. Ich fange mal an, jetzt gerade ist der Bogen, der wäre so halb voll, wa? Bombentasche. Ja. Ich habe noch ein bisschen Geld, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, 10 Euro gerne bitte. Lalala. 20 Rubine. Wie immer die gleiche Melodie. Ah, ihr seid aber wundervoll, mein Herr. Ihr habt schon so viel mir hinterlassen. Allerdings. Als einer könntest du mir doch mal langsam Rabatt gewähren, oder? Nee, überhaupt nicht. Der kann mir da von Rabatt. Ist das fies? Die Zeit wäre eigentlich auch schon vorbei. Ja, aber ist mir gerade. So lang wie breit. Ups, geht hier gar nicht. Oh, den kann ich eigentlich hier hin verschieben, wa? Na, egal. Mal gucken, vielleicht klappt es im Startmenü noch. Ich glaube allerdings, das war hier nicht möglich, oder? Nee. Ich kann es nicht verschieben, okay, ist auch egal. Was mache ich jetzt? Noch kurz abspeichern und schauen, ob es noch Sidequests gibt. Neue Sidequests natürlich und sonst mache ich mich auf den Weg schnell nach Ranel, hole noch ein paar Wüstengrasbüsche und dann zurück den Bogen upgraden und dann war es das auch schon für diesen Part. Nö, die wollen momentan noch nichts. Sehr gut. Oh, der nächste Part, Freunde, davor habe ich jetzt schon ein bisschen Schisse. Wenn dann der Verband wieder ausbricht und, ja, ihr kennt ja die ganze Chose. Ihr kennt den ganzen Mist. Li Hing, kleine Ausdauernzeige ist auch zum Kotzen. Wo war jetzt schon wieder die Wüste Ranel? Richtig zu rechnen, war. Genau, links war das Siegelhain und rechts die Wüste und hinter uns das Lavagebiet. Das Gebiet, wo man sich natürlich immer den Arsch verbrennt. Was macht ihr da unten? Wow. Ich will mich abschießen. Diese Säcke, das lasse ich aber nicht mehr machen. Das könnt ihr vergessen. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich auch noch zur Roulette-Insel gehen, weil ich glaube, da gibt es ja auch noch einen besonderen Preis, oder? Da ist doch mal, wenn ich alle 500 Punkte oder sowas kriege. Was gibt ja 5 Ringe, jeder multipliziert mal 2. 50 Rubine kann ich das maximale Feld betreten. Heißt doch automatisch, ich hätte am Schluss 500 Rubine gewonnen, das ist das Maximum. Und dann bekäme ich noch irgendeinen Sonderpreis. Ja, vielleicht eine Flasche, wa? Ein Herzteil, ja gut, wäre möglich, aber ein Herzteil haben wir ja schon bei Cruise bekommen für die maximale Punktzahl. Und so, wenn wir mal gucken, gibt es neue Gegner? Ne, nicht wahr? Sind eben noch die alten Langweiler, okay. Meisterfängernetz. Wo ist's? Komm herbei. Oh, genau den wollte ich. Schön zu meinen Füßen gerollt. Dieses Gras lässt sich vielleicht eines Tages schnupfen. Was? Nee, natürlich nicht. Im Gras haben wir ganz andere Dinge vor. Okay, bin ich wieder hier. Es müsste eigentlich wieder was vorbeigekommen sein. Hallo. Okay, der will offenbar nicht. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange.
Gut, das zweite. Jetzt müsste eigentlich noch eins vorbeikommen, sobald ich hier rüber renne. Nee, der kommt nicht mehr. Alter, was soll das? Ah, da ist es. Wow. Bleib stehen. Sehr gut. Das haben wir doch eigentlich genug, oder? Jo, 5 Stück, das brauchten wir auch. Aber, wow. Ich will kein Risiko eingehen. Vielleicht müssen wir doch noch irgendwann mal was upgraden. Und dafür sammle ich nochmal schnell 5. Dauert ja nicht die Welt. Nicht allzu lange. Schnell rüber, dann kommt da noch einer. Oder auch nicht. Ich dachte, da renne einer vorbei. Hallo? Nee. Ah, dieses verdammte Wüstengras. Das kommt und geht, wann es will. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass ich schon alles Mögliche an Wüstengras hier abgepflanzt habe. Das kann aber nicht sein. Verarscht mich hier nicht. Du Lulu. Okay, Leute, das wird langsam peinlich. Rennen wir mal hinten herum. Ah, da ist es ja. Gut, den habe ich noch. Jetzt eigentlich hier hin, da müsste noch eins kommen. Genau zu meinen Füßen, sehr schön. Fehlen noch 3 bis zur 10. Leider hat es hier keine Vögel, sonst könnte ich noch schnell eine Vogelfeder abstauben. Ah, wo gab es denn überall blaue Vögel? Ich bin gerade am Überlegen, Freunde. Die gab es doch eigentlich nur im Waldgebiet. Aber da komme ich nicht so leicht hin, weil dann sofort... Wow, ist da plötzlich schnell. Dann sofort der Verbannte ausbricht. Also ich schätze es einfach mal. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben. Wir haben alle 3 Flammen, also müsste der jetzt langsam mal wieder kommen. Und von uns eins aufs Maul riskieren. Kriegen. Schnell ausweichen. Nee, klappt nicht. Scheiße. Kommst du? Wow. Nein, nein, nein. Gut. Habe ich jetzt? Habe ich schon die 10? 11 sogar, okay. Perfekter Zeitpunkt, um hier zu verschwinden. Nochmal schnell das Item, also den Bogen abzugraden. Und damit war es dann auch schon für diesen Part, Leute. Den mache ich jetzt noch schnell Platz, um unser neues Master-Schwert zu testen. 2 Schläge haben ausgereicht. Ist doch perfekt. Wir sind sowas von cool. Das geht gar nicht, ey. Aber ist auch kein Wunder, denn wir sind schließlich Link. Jetzt fehlt nur noch das perfekte Master-Schwert. Ja, und das Triforce, das wir irgendwie zwar auf dem Handrücken eingebrennt haben, aber mehr auch nicht. Ja, und dann noch, was fehlt da noch? Ganz genau, der Hylia-Schild. Und dann haben wir schon alles. Das sind ja der ultimative Link, ey. Jetzt mal kurz die Abkürzung. Ich hoffe, ich treffe sie auch. Das ist nämlich nicht immer so einfach, vor allem bei meinen Flugkünsten. Aurora, lass mich jetzt nicht im Stich. Ich bitte dich. Damit es geht doch. Wow. Hat die jetzt gerade eine Kurve gezogen, ey. Wow, du bist so schnell. Hat sich gerade Aurora in der Luft doch irgendwie gedreht, oder was? Das sah seltsam aus. Wieder mal sanft gelandet. So liebe ich das. So mag ich das. So mögen wir das doch alle, oder? Und wieder bin ich da. Hallo Meister. Ja, und Tabo geht es gut wie immer. Der ist immer noch dabei, mich zu beleidigen. So, alte Schrotthaufen. Ja, okay. Gut, haben wir genug. Upgrade. Jawohl, vergiss nicht. Kein Problem. Okidoki. Ja, mach mal einen Okidoki. Ah, immer die gleichen Geräusche. Ich bin fertig, Mann. Das gehört dir. Du hast den heiligen Bogen erhalten. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm Kraft und bringt Verderben überall... was? Aha. Bringt Verderben überall deine Feinde. Was beim Rundfunk, dass gar kein Item mehr sich verbessern könnte. Tja, das ist aber schade. Tja, bin ich gar nicht. Das tut zwar mit weniger zu tun, aber wir haben dafür komplette Items. Seht ihr den heiligen Bogen mit 33 Pfeilen. Sogar der 33. Falscher Knopf. Beziehungsweise Taste. Okay, 15. Ist ja auch nicht schlecht, oder?
Der stärkste aller Bögen, erfüllt mit der Macht der Göttin, er bringt Verderben über all deine Gegner. Boah. Der muss so krass drauf sein. Nicht Kraft raus sein. Ja, meine kleinen netten Versprecher, wa? Die gehen auch mit Sicherheit auch schon gehörig auf die Nerven. Lululu. Wie sieht der jetzt aus? Boy. Piu, getroffen. Wie der aussieht, der Bogen, ey. Erinnert mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen an... Wo ist der stehen geblieben? Ach so, da. Ein bisschen an Majora's Mask. Gab's auch... Ups. Nee. Nichts gewesen mit den Spesen. Du kannst wieder abzischen. Ich will hoch zu Terry. Mal gucken, ob er noch was anderes hat. Außer natürlich das Herzteil für 1600 Rubine. Hey. Der ist vielleicht knausrig. Nee, sonst nichts. Natürlich noch die Insektenmedaille, aber sonst nur noch das Herzteil und tschüss. Bevor er mich wieder unsanft runterwerfen lässt. Oder ja runterfallen. Auf jeden Fall ist es schmerzhaft. Schwupp. Schupp, sanft gelandet. Die wollen nichts und deshalb würde ich sagen, ich beende den Part, Freunde. Es ist sehr viel passiert, wir haben QA ein zweites Mal platt gemacht. Ich würde sogar behaupten, einfacher als nach dem ersten Mal. Und wir haben 2 neue Schatztruhen geöffnet. Wir haben endlich das Master-Schwert. Das ist noch nicht das komplette, fertige Master-Schwert, aber egal. Wir haben einen neuen Köcher. Ja, Flasche haben wir eigentlich... Nee, das war nicht im letzten Part, aber sonst. Wir haben jetzt den heiligen Bogen. Das ist einfach nur noch geil. Also, speichern. Und im nächsten Part geht es im Siegelhain. Nein, beziehungsweise es geht schon hier weiter, aber dann gehen wir zum Siegelhain und verkloppen zum zweiten Mal den Verbannten, wie ich denke. Und danach geht es in die Vergangenheit zu Zelda, also sehen wir die Alte bald wieder. Deshalb sage ich wieder mal, macht es gut und bis zum nächsten Part. Ciao zusammen!